Und weiter geht es hier im tropischen Teil dieser, naja, Pokémon-Version 2 kann man fast sagen, wa? Ja, Pokémon Weiß 2. Willkommen zurück, Leute. So, die letzte Folge muss leider ein bisschen abrupt beenden, tut mir leid, da war irgendwie ein bisschen der Wurm drin, keine Ahnung wieso genau. Dann am Ende kam noch jemand klingeln vorbei, nicht wahr? Aber es ist alles gerade jetzt Schnee von gestern, wir können es hier munter weitermachen. Also Schnee von gestern sogar wortwörtlich. Dann mal schauen, wen haben wir denn da Schönes? Oh, die Musik, ey. Zuerst. Und jetzt plötzlich. Ich hatte schon mal einen höheren Gang, dann gleich gebe ich Vollgas. Ja, das kann nie schaden, einen höheren Gang anzulegen. Und los geht's. Bei Lucy, okay. Ein Fasser-Snob, wieder mal ein Snob an Fasnacht. Fasnacht, Karneval, genau. Und weibliches, das heißt, empfehlen diese. Ach, wie heißen die schon, die bei Truthähnen haben doch solche um die Augen und Nasen herum. Die nach hinten wedeln, egal, Mann, ich kenne es nicht. Ist mir gerade auch völlig egal, mir geht's viel mehr um Pyron. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, alles klar. Oh nö, nicht Ruheort. Ja, das könnte eine längere Session werden, aber nö. Auch wenn es ein bisschen aufhielen kann, wir haben es ja bereits verbrannt und deswegen. Ist nicht nur so ein Angriff geringer, nein, es zieht ihm jedes Mal ein bisschen mehr KP ab. So, jetzt zum Schluss noch die Rückkehr. Wie sieht's aus? Oh, Verhöhner. Hat einen ganz seltsamen Sound auf den Ohren. Habt ihr Dual-Sound, oder? Hab ich? Hallo, Dual? Ja, hab ich, Stereo, gut. Und, Fasser-Snob, Alter. Tja, das Glücksei halt, nicht wahr, Leute? Das macht's halt aus. Gut. Den haben wir bereits, nicht wahr? Ja, Fahrrad ist ein tolles Transportmittel. Ja, du mich auch. Gut. Da müsste bereits der Berg sein. Oh, und da haben wir ein seltenes Pokémon. Wer wird's denn wohl sein? Das ist nicht weiter überraschend, aber genau der richtige Zeitpunkt. Für Pyrons Training. Die Mucke ist geil, der Schaden zwar eher weniger. Ach du grüne Neune. Oh, jetzt kommt der Tango für Pyron. Was jetzt? Heilherz. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, oder was? Komm schon. Alter, was für eine Abwehr. Sindelbeere, okay, ist nicht so mein Fall. Oh je, was soll denn der Mist, Mann? KP, Supertrank, komm schon, Pyron, du kriegst das hin. Du bist ein starker Wuffi. Wuff. Ja, sag ich doch, ein starker Wuffi. Gut, kein Zwango, sehr schön, Flammenwurf. Halt durch. Starr vor Liebe muss das sein. Wieso muss das denn sein? Ah, geht doch. Ja, verbrannt, geht doch. Nein, nicht jetzt, komm schon, du hältst es aus. Ja, Gott sei Dank. Der Angriffswert sinkt ja durchs Verbrennen. Level 35, na, fabulös. So, dann hoffen wir, dass mir jetzt die Aufnahme nicht abschmiert wie letztes Mal. War nämlich ziemlich müssen wieder herzustellen, aber klappt ja zum Glück. Mal schauen, geht's hier weiter. Zu einem neuen Kampf. Ach du Scheiße, trifft Zeppelins? Pokémon der 4. Generation. Oh. Pyron, okay, kann gehen mit Auron. Na, ich weiß nicht so recht. Ich habe Kraftwelle, Finsteraura, Eishieb. Kommt schon, feste drauf und ja, naja. Verzerrer, nie eine gute Idee. Yep, das habe ich gemeint. Pyron ist schon mal down, das war ja wieder mal super. Geistflug, Flash wegen dem Flug oder Psyana? Ich nehme doch lieber mal Hawkeye. Ach, ist das eine Wahl, ey. So. Natürlich vor allem total logisch. Ich habe hier Steinhagel, der wird richtig wehtun.
Und Icy für den zweiten Kandidaten. Ja, geht doch, geht doch, geht doch. Und jetzt eingefroren, komm schon, Hawkeye. Na, Picobello würde ich sagen, Freunde. So, fehlt noch einer. Um den werden wir uns aber auch ganz, ganz schnell kümmern. Und voll auf die 12, oder wohl eher auf die X. Das X natürlich, Mann, oh Mann. Das X, so, mal kurz richtig hinsetzen. Ja. Und weiter geht's, du. So, Paulin ist tot, scheiße. Wo geht's hier weiter? Itemradar schlägt nicht aus. Und wir haben hier das Geisterhaus. Hat sich gereimt, völlig unbeabsichtigt. Das Geisterhaus, überleg gerade. Da war, glaube ich, schon unser erstes Teammitglied, oder wohl eher Teamkandidat. So, Paiwan, ich könnte dich hier gebrauchen, Kumpel. So, sehr schön. Gut. Paiwan, du hast doch als Fähigkeit, was war das? Feuerfänger, genau, beim Feuerattacken getroffen. Ja, super. Also dann, ab in die gute Stube. Bizarro-Haus. Ja, Freunde, der Name ist hier Leider-Programm. Oder was heißt Leider? Ja. Pokémon gibt es natürlich auch. Ein paar neue Pokémon. Ein Lichtel. Ja, sieh's mal an. Level 31. Paiwan, Flammenwurf. Nein, der hat einen Feuerfänger. Das ist ein interessantes Match, ey. Okay. Pokémon wechseln, wie es aussieht, war. Weil so kann ich nicht fighten. Das geht nicht. Das geht nicht. Dann kommt man der liebe Paiwan zurück und Psyana ist in the ring, in the house, however. Nein! Alter, komm schon, Psystrahl. Na, bitte nicht gleich erledigen, ja? Ja, Facepalm, sage ich dazu nur. Facepalm. Oh, ich sage noch, bitte nicht erledigen, was macht der? Blablabla, tschüss. Och, Menno. Es bewegt sich alles. Luigi's Mansion 3! Oh mein Gott, ich schrei. So, schon wieder Paiwan Lichtel. Lichtel hat diesmal eine andere Fähigkeit. Nein, natürlich wieder mal die gleiche Fähigkeit. Ich weiß auch gar nicht, ob Lichtel eigentlich immer die gleiche Fähigkeit hat und ob das ein bisschen, naja, unterschiedlich ist. Bei Paiwan ist es ja auch so, der kann Bedroher haben oder Feuerfänger. Nehme ich mal Flash, in der Hoffnung, er killt ihn nicht gleich. Ist ein weibliches Pokémon, aber was soll's? Donnerwelle ist immer gut. Vor allem zum Einfangen. Oh oh. Und der Flash, der brennt. Na dann mal den Donnerschlag, wenn ich bitten darf. Ja. Verbrennung eben, nicht wahr? Eis zum Schwächen? Ja. Könnte klappen, muss aber nicht. Es könnte knapp werden. Ich brenne ja noch. Ja, ich brenne. Scheibenkleister. Die Bürde, ich setze eine hohe Bürde auf. Oh. Oh. Komm schon, überall fliegen und siegen und so. 1, 2 und die 3. Geht doch, wir haben es geschafft, Freunde. Juppie-Duppi. Super Schruppi, genau.
Das Flammen entzünden sich erst, wenn es ein Mensch oder ein Pokémon die Lebensenergie aussaugt. Oh, puh. Spitzname, vorausgesetzt wir trainieren es, dann würde ich es wohl oder übel so nennen. Lichtel weiterentwickeln, Laterne wäre dämlich. Laterra, das klingt doch gut. Okay, Laterra hätten wir. Jetzt mal ganz kurz Flash noch heilen. Sonst kratzen wir schon wieder ab. Und dann Supertrank. Oder braucht Flash hier überhaupt noch? Nee, momentan nicht. Okay. Pywen wird es richten. Es gibt sowieso nur Lichtelse drin. Wieso nehme ich Trottel noch nicht einfach? Ja, komm schon, komm schon. Den Topschutz. Und schon haben wir Ruhe fürs Erste. Ein Bild. Es lässt sich nicht genau sagen, wann dieses Bild gemalt wurde. Da zuckt was da oben. Komm ich hier rein? Nö. Ich höre was. Ganz dumm verschiebt sich da etwas. Da scheint es nur so. Gehen wir uns mal da runter. Den dunklen Kell. So dunkel ist es gar nicht. Ein Pokéball. Ein Bahnsticker sogar. Schön. Ja, weiter nichts. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Auch nichts. Auch nichts. War schon alles? Da kann man nicht lang. Die Treppe hoch, was aber gar... Also eigentlich gar nicht gehen dürfte, weil davor ist ja... Das war vorhin noch hier. Oh oh. Bewegende Möbel. Ikea, vielen Dank für die Möbel, aber das ist ein bisschen, naja, zu automatisch. Oh je, oh je. Wer ist denn da? Ein Trainer natürlich in diesem Geisterhaus. Oh, schön, dass man hier auch mal jemand anderem über den Weg läuft. Mein letzter Pokémon-Kampf liegt hier schon so lange zurück, würde es mir die Freude machen, gegen mich zu kämpfen. Natürlich, Kumpel, natürlich, jederzeit. Eine Herausforderung von Backpacker Ingelbert. Ingelbert. Und der schickt uns Kamaup. Von mir aus gut, Pyron. Kamaup. Feuerboden, wenn ich mich richtig erinnere, kann das sein? Und der Fluch. Nicht der Fluch der Geister, aber im Fluch zumindest. Okay, jetzt haben wir die Rückkehr, komm schon. Und schon ist es besiegt. Ja, so schnell kann es gehen, Freunde. Und schon wieder ein Level up. Sehr schön, sehr schön. Nach 3 Level, Freunde, haben wir bereits ein Arcani. Also, ja, halt mit der nötigen Attacke, so herum. Simvolara. Singt für uns vielleicht Symphonie. Ja, meine dämlichen Sprüche. Komm schon, das kriegen wir hin. Na, fast. Synchrolernen bringt gar nichts, wisst ihr gerne wieso, aber ein anderes Mal. Jetzt gehen wir die Pokémon, aber es geht doch nicht zum Nervenkitteln des Trainerkampfes. Ja, finde ich auch. Sonst noch etwas? Sag mal, kann es sein, dass sich die Möbel in diesem Haus ständig verschieben? Glaub mir, ich käme nie auf die Idee, hier irgendwelche Möbel zwei Stück zu verrücken.
Wer tut das? Hier ist nichts. Der ist leer. Was sagt uns das Itemradar, den ich irgendwie wieder ausgeschaltet habe? Nichts. Ist noch alles gleich geblieben? Hier auch. Scheiße, wie geht's jetzt weiter? Ja. So viel dazu, wie geht's denn weiter, nicht wahr? Böse Träume. Immer und immer wieder. Böse Träume. Immer und überall. Vater, Mutter, wo ist nur mein Abra? Scheiße, ich hau ab. Tschüss. Wah! Nee, was war das? Abracadabra Simsalabim? Okay. Ja, bitte, bitte. Jetzt komme ich hier ran, dann komme ich da runter. Ein Item. Ein Hyperheiler, puh. Etwas Normales, sagt schon irgendwie wieder was verfluchen und so. Der ist auch leer. Da hat's auch nix. Alle Abfalleimer schön geleert, aber wer macht das bloß? Wer leert hier unerlaubterweise die Mülleimer? Tja. Eine gute Frage. Da kann man von dem noch durch. Okay. Ein Finsterstein, ist ja schön. Die Frage natürlich bloß, was bringt mir das, nicht wahr? Gute Frage, nächste Frage. Wie komme ich wieder hier raus? Lass mich raus, ja, lass mich raus. Ich will raus hier, ich will raus hier. Ich will raus hier. In meinen bösen Träumen hörte ich Vaters Stimme. Eine Lunafeder. Nein, bleib bitte hier. Hilfe! Luigi, wo bist du? Können wir einen Hieb gebrauchen hier? Lunafeder? Eine Lunafeder für Cresselia, auch ein Pokémon der 4. Generation. Cool. Nicht schon wieder. Nein, nicht umdrehen. Diese Lunafeder kam zu spät. Aber das ist schon in Ordnung. Du kannst mir den Pokémon ja irgendwann zurückgeben. So wie ich es tun wollte auf jener Brücke. Welche Brücke? Welche Brücke denn? Komme ich jetzt links, rechts noch hoch? Tatsache. Oder? Yep. Und hier hat es auch noch ein paar Items. Ein Sonderbonbon, was jetzt zwar sowieso kaum gebrauchen wird, außer um irgendwie noch speziell zu trainieren vielleicht. Für ein kleines Level Up dafür eventuell, aber sonst, naja, ich weiß ja nicht. Runter komme ich nicht mehr, okay. Dann hier oben. Wer bist du? Oh. Wer in aller Welt bist du? Ich dachte eigentlich, er wäre alleine. Bist du wirklich nur ein Trainer? Ich kann das irgendwie nicht glauben. Ja, ich irgendwie auch nicht. Ah! Wer ist das? Eine Herausforderung vom Psycholene. Ach so, ist nur Psycho. Ja, dann geht's ja noch. Los, Pyron! Gegen das Driftlohn! Das driftet sonst davon! Ich habe meine schlechten Sprüche. Vroom, und da brennt er! Vroom. Oh, nicht noch mehr Bürde! Nein! Ich kann nicht noch mehr tragen. So viel Bürde ist eindeutig zu viel. Inklusive der Grafikfehler. Man hat nicht so viel EP, aber egal, dafür kommt jetzt unser guter alter Kumpel Spoink.
Spoink, spoink. Oh. Der hat eine Spezialabwehr. Au, 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 das tut doch ganz schön weh. Oh je. Okay, das könnte klappen. Ich habe eine dämliche Mücke herumschwirren. Oh je. Die mir gerade abgelenkt hat, verdammter Mist. Hawkeye, der Adler aus der Nachbarschaft, so rum, der setzt mal ganz gekonnt das Aeroas ein. Na, komm schon, Stab und so alles. Ja, Bingo, Picobello. Trifft Zeppeli schon wieder? Ich weiß nicht so recht, nicht wahr? Komm schon, Hawkeye. Jetzt, einmal kurz, Psychoflug, wa? Der Horter und die Mücke. Ja. Mann, oh Mann. Was soll denn das? Als ob der Horter nicht schon alleine ausreichen würde. Er hat nicht so viel gebracht, es scheint, wa? Oh oh. Für 4 Level Unterschied? Gar nicht mal so übel. Zack, und die Mücke. Verdammt, hat es fast geflangen vor allem. Gefangen während des Let's Playens. So rum mit dem Schuh draus. Und ich habe Level 33 mit Hawk erreicht. Yeah. Oh, du bist also wirklich nur ein Mensch, ein normaler Pokémon-Trainer. Naja, normal? Das ist schon normal heutzutage, nicht wahr? Dieses Haus, es verhebt Furcht, Traum, Verzweiflung so miteinander, seine völlig unbekannte Energie entsteht. Ja, ist gut, beruhig dich mal. Ich hab genug hiervon, mir reicht's, wir hauen ab, Freunde. Das auf schnellstem Wege. Weg hier. So viel zum Geisterhaus hier im Janusberg. Oder wohl eher das, das Horrorhaus, nicht wahr? Zwar ohne Luigi und ohne Ghostbusters, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem, dass wir hier durchkommen. Auron. Hol den Vogel mal runter, oder hol den Luftballon runter. Ah, sehr schön. Wurde besiegt. Das freut mich natürlich umso mehr, genauso wie das Level 36 für Auron. Yeah. Die habe ich bereits alle, schön. Noch kurz Pokémon Center und dann geht's ab zum eigentlichen Janusberg und unserer Kumpeline Bell mal ein bisschen die Arme greifen, nicht wahr? Och nö, nicht noch mehr von diesen Typen. Gleich haben wir den Karlberg in der Sinnregion. Ja, Hilfe, Fliege. Eine versteckte Anspielung hier auf das Feuer-Pokémon, von dem Bell vorhin gesprochen hat. Soll ich da fit machen? Ja, bitteschön, wenn das irgendwie möglich wäre. Okay, Mann. Schön. Das ist da fit, Mann. Kommst du bald wieder? Ja, mal schauen. Da bist du endlich mal gewesen. Nichts anbrennen. Was? Hier ist eine neue Medaille. Oh je. Häng dich rein, Mann. Ja, ich häng mich schon rein, wie immer. Bin voll Adrenalin in allem. Moment. Nein, aber gerade vorhin. So jetzt aber. Zurück in Indien, im Orient. Das passt denn eigentlich noch sehr gut hier zum Anno 1404 Venedig Let's Play, wa? Hat die auch ein bisschen was mit Orient zu tun. Ja, ein bisschen vor allem. Alles klar, ab zum Janusberg. Oh. Heiß. Ich spür's jetzt schon. Mama mia. Ein Top-Schuh, das kann nie schaden. Was ist das für eine Musik, hey? Bisschen Trompetengedüdel. Da ist er schon. Hey, Mike, kann mir verlaufen? Kannst du mir helfen? Achso. Hey, nein, die Pokémon sind so stark, Mann. Deswegen kannst du mir helfen. Verlaufen habe ich mich nicht, aber naja. Die Heilung kümmere ich mich. Keine Sorge. Lass uns gehen. Picobello. Ihr seht schon alles vollkommen heiß hier. Oh. Und bereits ersten 2 Trainer. Ja, jetzt wird's lustig.
Du. Mein Backpackermann. Ja, Backpacker und Wanderer Co. Oh je. Oh je. Und Wanderer Orso möchten kämpfen. Dann setzt Golbert ein und der andere Stripoli. Na, von mir aus mit Somnivora. Ach du Scheiße. Und Bell setzt. Ja. Somnivora. Okay, wird schon klappen. Golbert, Stripoli, wen zuerst? Golbert. Alter! Was ist denn der bitte für einen Schaden, ey? Wow, der war's abgezogen. Aber immerhin kriege ich die ganzen Erfahrungspunkte dafür. Hehe. Immerhin etwas, nicht wahr? Castelli von Gestein-Pokémon ist zwar Käfergestein, aber trotzdem Gestein. Schnell. Der ist so doof. Ja, so doof. Du. Und finish him off. Na, geht doch. Super. Und der Käferbiss? Oh. Der wird wehtun. Yep, und nicht mal so übel. Ach du Scheiße, natürlich voll die richtigen Pokémon dabei. Und zwar Rones. Ach du Gütegott. Na. Der macht nicht viel aus. Doch, ist doch Käfer. Okay, liegt er vielleicht doch falsch mit dem Typus? Nee, aber da geht nichts. Das ist die falsche Kombination. Pyron kommt zurück. Mein Ohr juckt. Nein, nicht jetzt. Flash muss ran. Ja. Entschuldigung, Kumpel. Vom Nivora ist weg. Ein Bisbark. Voll das fette Teil mit vollen vielen Haaren. Naja, schon gut. Den Donnerschlag bitte schön und dann haben wir es auch schon für heute, Freunde. Ja, der Part ist dann wieder mal zu Ende, wie es aussieht. Der Schatz meines Sieges war wohl durch den Klappe gegangen und zurück zum Teile. Was? Ja, wie auch immer, hier hat es offenbar nichts mehr. Freunde, wie es hier weitergeht im Janusberg, das sind wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Oh je, ganz schön heiß. Aber unser Vulcano bzw. Pyron wird schon ordentlich trainiert. Yeah, Mann, geil.